If you want it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something, if you need it, you can grab it with your hands. Nothing's out of reach. If you really want something. Hello all the wonderful people out there, welcome to Jamaican Experience. My name is Gabi. And it's the Chrissy representing Jamaica here in Munich, Germany. So today we'll be doing part 2 of our travel vlog. And in the last video we told you all that we were on our way to the English Garden, and luckily we found a rickshaw who gave us a lovely tour to and through the garden. So sit back and enjoy the beauty of Munich. And remember, subscribe, like, share and comment below. There are many museums around this area as well. And the German National Museum somewhere here. Got my bags packed, timeline on track. My winter coat stuck in the closet way back. I won't be needing that. I won't be needing that. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high, hit the coastline in the sunshine. It's only blue skies on my horizon line, so far from the hurt and the bad times. I'm feeling so alive, I'm feeling so alive. Hey, yeah. I'm ready to fly. Also, der englische Garten, war der auch da irgendwo, da wo Schwabing ist? Wie gesagt, ich war vor 20 Ich habe hier mal gewohnt oder sowas, halt alles so ewig lange her. Aber wo war nochmal der englische Garten? Schon, gell? Ja, habe ich auch irgendwie so eine Erinnerung. Da siehst du. Aha, da. Ich muss ja freuen, erstmal die Möwen da, ne? I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. I'm going to find my new high, hit the coastline in the sunshine. I'm ready to fly down 65, hit the coastline in the sunshine. Und was wollen Sie noch zu empfehlen, was wir unbedingt sehen müssen, wir Menschen? Ja, Moment würde ich halt sagen, den englischen Garten. Ja. Schön vom Wetter, Das ist auch schon, ne? Eisbach. Ja, Olympiastadion wollen wir uns schon noch angucken.
drin war ich schon, aber es ist halt lange her. Weißt Ich du? war ja nicht drin. Und sie kennt es, ja, du kennst es gar nicht. Du kennst es gar nicht? Ich war nicht da. Vor 20 Jahren gab es mich nicht. Okay, Ja, du warst schon mal in München, aber da warst du noch ein Baby. Ja, okay. Ja, ich bin ja auch noch ein paar Tage älter geworden. Also, Hier ja. kommen wir in den Garten, so in diesem Garten fließt der Eisbach. Hier, Ja. links seht, der Name ist Programm, das Wasser ist wirklich kalt. Ja. Zwischen 8 und 12 Grad, auch im Sommer. Wow. Weil, Es ist sauber. Kann man ja, also an trinken. sich die Leute baden drin. Ja, Also momentan auf ist es ein jeden Fall. bisschen verschlammt, weil so viel Regen gefallen ist und so. Also? Aber an sich kann man schon drin baden. An der Hauptstrom, da kommen wir jetzt Aber auch. warum ist das so kalt? Kommt das von den Bergen, das Wasser, oder was? Genau. Ah ja, Das kommt aus den Bergen und wird halt ziemlich schnell unterirdisch weitergeleitet. Aha. Also die ursprünglich war es dazu da, jede Brauerei hat auch Zugang zum Eisbach, weil das Bier gekühlt wurde. Das musste gekühlt werden. Die haben Eis gestochen quasi in den Gletschern und das nutzt die Transportkanäle transportiert. krass, ja. Hier ist ein japanisches Teehaus. Olympiaspiele in Japan, letzten waren 1973, ja stimmt, nee, das war dieses Jahr. Muss ich mal Ja, nee, updaten. schon klar. Ja. Aber davor war es 1973 und so. Und wir haben ein original japanisches Teehaus gekriegt und die haben ein Hofbräuhaus. Ja. Hier legendär, wir sind vorne raus, wo wir gerade waren, ist die Prinzregentenstraße. Und hier ist das Haus der Kunst, wir sind hier hinterm Haus der Kunst. Genau, das ist hier der bekannteste Club in München, das P1. Also das ist das Ornser. Ich habe was gehört, den Bruder von meinem Ex-Mann, oder der hat das zumindest geleitet eine ganze Zeit lang. Kann also ich auch nicht schon sagen, weil 20 ich Jahre den her. Ex nicht kenne, ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wenn es wirklich gehört, weiß ich Ist er es immer nicht. noch so berühmt, tatsächlich, über die ganzen Jahre. Es hat abgenommen, nee, es hat abgenommen, weil es war in den 90er Jahren, waren die ganzen Promis drin, der Ballack, der Kahn, haben da Mädels da auch rausgeholt. drin, Deswegen ne? wollte Ich bin aber jedes nicht Münchner Mädel wollte dann ins P1. Und Ja, damals war das absolut, aber ja, sein Bruder war auch dementsprechend eingebildet. Also der hat Ich so meine, ein, ja, war auch das so ein ist noch Frank viel Sinatra-Ding da, weißt du? Das, im März immer schon ausgebucht fürs Oktoberfest. Oh wow. Also komplett jeder Tag, jeder sitzt im März schon aus. das ist schon erstaunlich, wie sich so ein Laden so lange hält. Also das ist schon eine Leistung. Aber es hat halt auch diesen traditionellen Background. Das ist hier im Haus der Kunst, im englischen Garten, das ist der einzige. Ja, nee, ist schon super, ja, das stimmt. Ist auch schön innen drin. Mann. Location, Ja, ja. das war das Offizierscasino von den Amerikanern nach dem Krieg. Und die konnten Prinzregenten Street nicht so gut aussprechen. Und deswegen haben die Ja. immer P gesagt. Das Haus Nummer 1, Haus der Ja, Kunst. eins, Also ja, war es schon klar. P1. In Jamaika gibt es auch ein Pier 1, ne? P1 gebucht. Aha, so Jamaica Ja, Pier. gibt's auch Mal Pier hier, 1. also von den Nazi-Bauten seht ihr hier noch, wenn ihr oben schaut, im Dach seht ihr noch die Hakenkreuze. Also unterhalb im Dach, rot auf grün. Aha, ich sehe. Seht ihr das? Die Umrandung und das sind dann Ja, mach mal Bilder, kannst du zeigen. Genau. Zoome mal. Ich weiß die nicht. letzten Merkmale, dass es mal eine historische Vergangenheit hat. Wie sagt man jetzt? Ja, so ganz sollte vorsichtig ausgedrückt, Das ja. sollte halt Da waren wir ja vorhin auch da, wo die Löwen sind und alles. Ich habe natürlich die auch alle abgekrapscht, soll ja Glück bringen, ne? Ja. Mit wo er Corona seine Rede gehalten hat, wie der erzählt hat. Auch das so viel Glück bringt. Die anderen. Ich bin zweimal geimpft, aber mich haut nichts mehr um. Aber was mir aufgefallen ist, in Frankfurt dürfen wir ja mit der blauen Maske Ach rumlaufen. so, ja, boah, hier, also das habe ich, ihr sagt schon, die dritten heute, die nicht aus Bayern kommen und halt Ja? darüber aufregen, ja, ich bin Zwang hier. Und Ja, das ist echt krass, weil die sind ja viel schlimmer. Wir checken das schon gar nicht mehr, weil bei uns ist es schon seit über einem Jahr diese FFP2. Echt? Hat sich nichts geändert. Nee, also schon vor ein paar Wochen haben sie gesagt, auch in der Bahn und so, wir dürfen jetzt mit den blauen Masken, auch auf der Arbeit, Gott sei Dank, weil ich arbeite im Ja. Altenheim. Schon entspannter. Ja, das kannst du aber laut sagen. Also wir haben eine kurze Phase mit denen und das war's dann. Ja. Ja, hier kommen wir zur sagenumwobenen Eisbach-Surferwelle. Ich dachte, das wäre Indoors irgendwie. Nein, das ist schon draußen. Die erste Outdoor-Welle ihrer Art. Wurde von Ingenieurstudenten der Technischen Universität gemacht. Echt? Können wir raus, ja? Oh, ja, ja. Wo kann man denn noch? Ja. Wow. Hier hätte ich Angst vor so vielen Menschen.
so viele Menschen hier. Deswegen habe ich auch hier gehalten, so ungefähr. So. Nee, ich meine jetzt da selber reinzugehen, ne? So. Will alle zuschauen. Also, wenn alle zuschauen. Es gibt auch eine kleinere Surferwelle, da kann man üben vorher. Die ist nicht so populär und da gehen sie erst. Und wenn du da gut bist, dann kommst du zu der hier. Aber die ist halt, da gibt es schon 2 Filme darüber. Arte liest das auch. Ja, die hat überall gebaut. Hast du schon probiert? Ich habe es auch schon mal probiert, ja. Und? Aber 2 Sekunden reingefallen, hat mir zum Glück nicht wehgetan und so. Die ist schon da unten, die ist gerade rein und dann tschüss war sie. Ja. Das geht schnell, Die gell? Strömung ist super klar. Wow. Die Strömung ist echt das Problem. Ja, oder Freunde, würdest du da machen? Du kannst auch schwimmen. Ja, schwimmen, ja, weiß ich nicht. Ja, Nicht ohne. Aber Schwimmen heißt nichts, ja. heißt da wenig. Weil da bist du gleich ausgelaugt vermacht. Also wie nicht mehr so eine gute Schwimmerin wie früher, wo ich noch so viel. Ne? Aber es ist so voll hier. Es ist so Von übercrowded. der anderen Seite. Ja, ja. Alles cool. Also Da stehen deswegen ja habe ich auch immer. auf der anderen Seite gehalten, Ja. weil hier War eine super Idee, ja. Ah, danke. drin dieser Corona-Cloud. Ja, sie Seid hat, ihr schon geimpft oder habt ihr euch impfen lassen? ich habe nur die Hälfte. Die Hälfte, okay. Und sie Ja, hat ich berufsmäßig, ich bin schon im Dezember geimpft Ah, worden. okay. Ja, ich bin auch schon jetzt mittlerweile. Juni war ich dran, hat mich mein Arzt angerufen, habe gleich gesagt, ja logisch, nehme ich mit. Und hat gesagt, Johnson brauche ich nur einmal hin. Aha. Einmal geht's schneller. Und jetzt ging es dir gut danach? Ja, ich hatte schon, also die ersten 2 Wochen war schon ein bisschen. 2 Wochen? Ja, Also bei der ersten habe ich gar nichts gemerkt, bei der zweiten halt Kreislauf, Durst ohne Ende, müde war ich wie. Also ich war dann 2 Tage zu Hause. Aber ansonsten, Leute, hast du das Spiel gar nicht fahren. Wir haben am 2. Juni hatte ich meinen Termin, am 5. Juni haben sie uns gesagt, wir können wieder Ringfahrt fahren. Nach einem Jahr Pause. Jeder halt gähnende Leere in der Kriegskasse, sag ich jetzt mal. Ja, das war halt schon bitter. Und ja, Das war von jeder Hand, 2-3 Wochen muss ich aussetzen. Konnte ich nicht. Fühlte mich nicht mehr das normal. war, ja, nee, weiß ich. Ich glaube dir das. Aber Ich weiß 2 nicht, ich hatte den Wochen habe ich einen nicht Tag gedacht. nach meiner Impfung, wo ich mit der einen Dame da zum Arzt musste und ich habe total verpennt, einfach durch diese Müdigkeit. Bin irgendwie noch zum Hauptbahnhof in Frankfurt gekommen, auf der Arbeit angekommen, habe die Frau zum Arzt begleitet, bin dahin gelaufen, Oh, wie besoffen, wow. hör mal. Das Und ist danach schön. bin ich dann noch heimgegangen. Also das war so der letzte Akt. Aber 1,5 Wochen schon lang. Ja, das seht ihr, und dann lässt sich auch mal wieder einer durchtreiben, da kommt jetzt hier da. Die Leute lassen sich hier durchtreiben, kommen dann, lassen sie, ja, er kommt hier hoch. Ja, so River-Topping wäre hier was, ne? Auf so großen Reifen oder so ist da auch was. Ja, Reifen, das ist gar nicht Brücke, weil Weil die sind hoch. aber DIN A4-Blatt ungefähr. Ja. Wenn du da ein bisschen nur hochspringst, hängst du den Kopf da drin und du hast die Geschwindigkeit oder das Wasser. Und da haust du richtig den Kopf ab. Oh. Das ist manche schon geworden und sind ersoffen. Also, Das heißt, es ist so wie eine du siehst Rutsche das ein jetzt bisschen. nicht, aber im Sommer ist das voller Leute. Das ist wie eine Wasserrutsche. Also das sind ja 1000 Köpfe, nicht 1000, aber vielleicht 50 Köpfe. Aber wo fängt Die Nacken gibt es ja auch immer noch. Die Nackten gibt es da vorne, auf der anderen Seite ist die Nackenwiese, aber es gibt fast keine mehr. Es sind 1, 2 Leute. Offizielle FKK-Wiese. Fangen die an, wo du uns vorher gezeigt hast? Fangen die da an, wo du uns vorher gezeigt hast? Nee, das ist direkt da vorne. Also. Da bei den Surfen haben die angefangen? Also zu Wanderzeit waren da immer. Ja. Nein, ich glaube, du meinst die Nackten jetzt. Nee. Die Menschen da. Genau, da fangen die an und bis zum chinesischen Turm lassen die rein. Aha. Oh, sind da krass viele Leute. Wow. Also schon noch ein bisschen ungewohnt. Wir sind ja alle noch von Corona ein bisschen geschädigt, so viele Leute zu sehen. Ne? Ach so, ja, also das ist schon... Ja, also. Das ist boah. viel. Ja. Ich habe mich auch erstmal Na, dran schön, gewöhnt ja, müssen. froh. Letztes Jahr im Juni und dann es war noch Lockdown, aber hier ging schon wieder ab die Das ist auch krass, ne? ganzen
Ignoranten waren halt die Kommissionen. Nein, aber da gab es ja auch hier so eine traurige Kopie der beiden der Niagara-Fälle. Ach, der Mann. Da fahren sie, da vorne sind die Dörfer, da springen sie rein, da lässt man wieder runtertreiben. Und ich sehe zwei, die werden sich gesucht. Die hüpfen wir jetzt schon ganz bald. Und dieser Teil ist das, was wir eben gesehen haben? Genau, es geht halt bis zum genetischen Turm. Weil es ungefähr 8 Minuten im Wasser, aber die 8 Minuten ja, halt fahren. Magst du drauf sein oder lieber Ja, gerne, nicht? gerne. Ich will das Video auch haben. Ja, auch auf YouTube. Ja, Kannst du unseren Kanal Ich habe halt abonnieren, hör mal. seit 1. habe ich eine Website, das heißt seit 1. Juni. Und wo ich auch auf jeden Fall immer Footage irgendwie zum Rikscha fahren. Zu Jawohl. wenig Zeug von mir selber habe. Ja, dann kannst du deine Tour dann gucken online. Gerne. Ja, wir haben vor einem knappen Jahr angefangen. Ja. Aber das ist jetzt nicht der chinesische Turm, oder doch? Nee, das heißt Monopteros. anders. Das Wahrzeichen ist nicht da. Monopteros liegt Ja, genau. Ja. Flügel. Mir ist nur der Name nicht eingefallen. Oh, wie viele Leute? Krass. I got this feeling I can't describe. There's magic in the air, the world has come alive. And when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something in your touch, baby, the way your body's moving me. And I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. I've never fallen in love so deep. I run, I trip, I fall. I just can't find my feet. If I don't try now, the chance will slip away. I'll bury all my doubts and I won't be afraid. There's something I could never see. Now my heart is open and I believe. And I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere and into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to me. Yeah, you came crashing in out of nowhere. Oh, this love is straight out of nowhere. Out of nowhere. Out of nowhere. There's something in your touch, baby, the way that your body's moving me. And I don't know where this all will go. Oh, nobody knows. Oh, there's something I could never see. Now my heart is open and I believe. And I don't know where this soul will go. Oh, nobody knows. Oh, out of nowhere and into my life, you walked in and you opened my eyes. Can't believe this could happen to
In the next video, we'll show you all the rest of the tour and what we did afterwards. Right, and remember to subscribe, like, share, and comment below. Bye-bye. Bye. Peace.